Liebe Leute, herzlich willkommen auf dem Site von der katholischen Kirche, kathol.lu. Wir geben euch heute gerne am Kader vom 400. Anniversär von der Wallfahrt zur Trägerin am Lied ein paar Punkte für die nächste Monat vorstellen. Wir wollen in dem Kontext auf verschiedene Veranstaltungen hinweisen, die über mehr eine lange Zeit laufen, wo jeder reden sollte von der profitieren, für so ein ja gucken oder lauschen zu gehen. Eng sagt, ja, es wirklich wichtig war, wir hatten für ein Jubiläum Kontakt aufgeholt am Stadter Museum, für zu gucken, ob man dort eine Exposition könnte kriegen über die 400 Jahre Geschichte von der Oktav. Weil das eine Geschichte, die nicht nur die Kirche betrifft, sondern eben auch die Stadt Lützeburg und die ganze Entwicklung von der Stadt. Du hast ja gesagt, na ja, eine Vitrine werden wir schon zusammenstellen. Und du hast es gegangen, weil an der Kooperation vom Stadter Museum an dem Diözesanarchiv als eine wunderbare Kooperation entstanden. Sie haben geforscht, ein Gesicht, eine Sache fand, was bald nicht möglich war. Also sie haben den ganzen Raum wunderbar ausstaffiert mit den neuesten Erkenntnissen zu den ersten Jahren von der Oktav. Also das ist kein Überblick über 400 Jahre, mit 17. Jahrhundert. Die Oktavsexposition geht von Dezember letztes Jahr bis Schlussoktave Sonntag, also der 25. Mai. Es gehen viele Exponate gewiesen aus dem Archiv vom Bistum, aus dem ganzen Fundus vom Museum, auch vom Staatsmuseum und natürlich aus einem Tresor von der Kathedrale. Und es sind Erkenntnisse zu sehen und zu lesen, die die ganze Oktav an ihrer Entstehung an den historischen Kontext setzen, was für uns wirklich eine ganz interessante Sache ist für die Kirche, für die Stadt und für die Gesellschaft von uns. Auf jeden Fall hingehen, die Exposition als Alltag ab und danach bis Schluss Oktav Sonntag. Während der Fastenzeit würden wir ganz herzlich an, für auch mich spirituell und mich wissenschaftlich über das Wallfahrt nachzudenken. Das soll geschehen am Kader von den sogenannten Fastenkonferenzen, wo jeweils sonntags an der Fastenzeit so eine Konferenz hier an der Kathedrale um 4 Uhr nachmittags stattfindet. Den Anfang von den Fastenkonferenzen möchte Monseigneur Georges Hellinghausen sonntags den 9. März mit der Konferenz die Oktav rieft uns 400 Jahre Wallfahrt zur Trägerin am Lied. Dann die Woche drauf, den 16.3., also den Don Jean-Xavier Salfran, der Vizerektor von Lucht, den über les gestes du Pèlerin schwätzt. Den 23. März, also den Abt von Klief, den Don Michel Jorot, den über le Pèlerinage intérieur schwätzt. Und dann, also den 30. März, wo die Fastenkonferenzen in Erbracht gingen, du hast die Konzert von der Maîtrise, den traditionellen Konzert von der Maîtrise an der Fastenzeit Juxta Crucem, das Jahr mit einem Programm, dem Brahms sei Requiem mit 2 Pianoen gesungen von der Maîtrise von dieser Kathedrale. Und dann den letzten Fastensonntag, den 6. April, du hast dann eine Konferenz von der Madame Sophie Bingeli, sie ist Professor am Collège des Bernardins zu Paris und sie schwätzt über la foi de Marie. Wir fuhren nur am Video 4 mit der Präsentation von einem Dokumentär, wo der Historiker der Robert Philippa etwas erzählt zu der Durchstellung von den Oktavsprozessionen von Michel Engels. Mein Name ist Robert Philippa, ich bin Historiker. Beschäftige ich mich schon seit einer Zeitchen mit der sozialen und ökonomischen Geschichte, ganz besonders der Architekturgeschichte von Lützeburg. Wir sprechen über den Michel Engels, ganz besonders über sein Werk, die feierliche Schlussprozession der Oktave, die in 1993 herausgegeben hat. Der Michel Engels war ein Jung, der am Rollinger Grund 1951 geboren, also noch 1901 gestorben ist. Er hat zu München Kunstgeschichte studiert und ist Prof an dem College, der auch mit der Oktav direkt verbunden ist. Er hat eine Reihe Reisen gemacht, die ihn inspiriert haben, von München aus Paris, Budapest, Wien, Schweiz, selbstverständlich an Italien, sodass er da ganz viel Input hat. Er war ein ganz aktiver Mensch, mit den
Kunstverein zu Lützeburg gegründet, war mit Begründer von dem Institut Grand Ducal an den ganz erdicht Liebe gefeiert, weil Publikationen mit Illustrationen am Marienkalender gemacht, Illustrationen an der Heimisch gemacht, und hat aber auch für was ganz bekannt ist, gehen Bilder der Festung Luxemburg rausgehen. Sein Heimischhaus als national geschützt am Rollinger Grund, und hat einen Straße beim Stadion Bel Air. Sein Graf ist auch geschützt Nikolauskirche. Denn Michael Engels hat die feierliche Schlussprozession von 1993 durchgestaltet mit Skizzen. Skizzen waren immer etwas Neues, weil, wie du denkst, Skizzen dafür gedenkt, für ein Ölspiel 4 zu bereden. Und ihr wisst, bei der Bause gezeichnet hat, wird man dann Atelier zu wählen und da umzusetzen. Und hat sie multiplizieren können dank einem neuen Prozedere, den sich Fototype genannt wird. Und dadurch auf einer größeren Echelle verkaufen. Sein Werk ist aber auch ein bisschen kritisch angekommen, weil eben den Akzent auf die verschiedenen Gruppen setzt, auf die verschiedenen Leute setzt, und mit leichter Ironie den Leuten hier Haltung weist, hier Guck weist, hier, wie sie sich rausgefeizt tun, und dass den Hintergrund mit den Häusern ein bisschen sekundär geht. Oder wo ich noch herausfinde, dass die Planche nicht 1893 gemalt sind, aber 1877 die ältesten ist, weil den ermitteln kann, nach Häuserbestand an den Abschriften, die in Häusern sind, und dann sukzessiv zusammengestaltet sie gehen. Auffällig ist es dabei, dass gesagt, wie so eine Prozession abgedeelt war, getrennt die Geschlechter, aber auch, dass eine Reihe von Statuen, eine Unmasse von Fendeln, mit gedrohen als Kind, dass ganz viele Musiken mit dabei waren, andere Leute die Stadt gerüscht hatten, mit Grenz, mit Fendeln auf ihren Häusern, und dass ganz viele Dennen rundherum stehen. Dennen als Zeichen vom Leben, die nie verdrechnen, und die dann ganzen Dekor rundherum auch die verschiedenen Altäre machen. Klein noch Sachen, die sehen auf Foto gesagt, dass wie Tramshäuschen im Rote Pötz, auch da geht das, nimm von den Enseignen, von den Geschäftsleuten, von den ganz genau, auch von den Michael Engels ganz gerne den Point de vue hält, wo er auf dem Haus von einem Kollege von ihm gesagt. Wir sind hier auf Planche 3, sind wir Knabenschule, École de Garçons, die bei dem Rohaltor auf dem Knödler halt möchte. 1981 war ein generell Schulpflicht kommt für jungen Armeedascher, mit jungen Armeedascher sind aber getrennten Schulen mit zum Teil auch unterschiedlichen Programmen instruisiert gehen. Wir haben am Hintergrund von dem Bild ganz große Statue von dem Willem Humbert, dem Roi Gondiccium II., den Lützeburg mit die erste parlamentarische Konstitution gegeben hat, an die Toleranz auch von allen Religionen durchgestartet. Bei der Planche Nummer 5 haben wir zu den mit den Damen an den Demoisellen, die am Krautmarkt lernst gehen. Die Vereine von den Frauen am Katholizismus am 19. Jahrhundert sind da ganz zählig gegangen, weil die Frauen noch ganz spezifische Funktionen hatten. Sie haben sich um die Kranken gekümmert, sie haben sich um die Armen gekümmert, sie haben das Altar dekoriert, sie haben sich um den Gesang gekümmert. Und was ganz wichtig war, wo sie hier wunderbar Arbeit konnten abbringen, das war die wunderschöne Paramente zu stecken und dadurch am hier Party aktiv Altar können zu haben, wie das damals gesehen ist. Im Bild sehen wir auch d'Entrée, wo der geht, andere Feiere Füße von Ersternach. Die steht nach Haut da, dann war 1750 gebaut gehen, und an einem Refuge und sie steppt, die noch Refuge für die Adelig, zurückgezuwandert am Iverland und unsicher war, oder dann aber auch für die Parlament, wo l'Assemblée des États, das war heute das Chamber aus, sich dann Krautmarkt versammelt wird. Planche Nummer 6, die weist Wesekanner. Wesekanner, da war die Regierung 1884 ein Institut für Wesekanner auf dem Plateau du Ram an der freien Verbandskaserne angerichtet,
an fir de Kanner eng Hëllef ze ginn, well de Staat dat selwer net kont, hat den Schwëstere gefrot vun der Kongregation St. Elisabeth fir sech die Kannerscheer ze këmmeren. Ganz am Fong gesäit den die Opschrift Oppenheim ein Schloss. Dat war ein Haus, das op 16. Jahrhundert gegangen. Haut steht ganz emblematisch Gebäude, dat sich bei Verbandermann in dem wunderschöne Jugendstil auf von 1905 datiert. Bei der Planche Nummer 10 haben wir mit der Normalschule zu dienen. Normalschule, die als 1946 gegründet ging, am Hinblick auf die spätere Gründung von der definitiven Schulpflicht, und das wird Schule für die Schulmeisterin ausgebildet sein. Schulmeister konnte derjenige gehen, der mehr wie 15 Jahre alt war, den ein bisschen an der Katechese sich rumgefunden hat, der noch ein bisschen eine heilige Schrift kannte hat. Das waren, konnte er lesen und schreiben, konnte natürlich noch ein bisschen rechnen. Das waren Konditionen für die Ugeholt zu gehen. Dann hat das Studium umgegangen von 3 Jahren, wo ihn dann die verschiedenen Disziplinen gelehrt hat, die für den Enseignement von der Primärschule und der Oberprimärschule ein bisschen haben. Ganz interessant ist auch bei dem Bild, dass Michel Engels halt möchte von dem Haus an der Großgas von Joseph Corneli. Der Joseph Corneli war Komponist und war Enseignant für Musik eben an der Normalschule. Und er war en plus ein guter Freund von Michel Engels, was die Position von dem Bild dann auch erklärt. Planche Nummer 11, da sehen wir dann Conciergen, Fandeln, den Musiker von dem College, den noch an der Großgas mit Lunch geht. Wir wissen, dass die Mutter Gottes Oktav zusammen mit Pater Brocker am College angefangen hat. Interessant bei den Schülern, die wir hier auf dem Bild gesehen haben, also dass man mit Lothringischen und Belgischen kann auch zu dienen. Nicht nur ein Lützebäuer, weil es sind eine ganz Party Leute gewesen, aus dem wir den Haut Grand Region nennt, die kann nach Lützeburg und Schule geschickt haben, für dass sie Deutsch und Französisch sollen können. Interessant ist der Wort, dass die Position Hai für der Bijouterie au Contrôle de France halten möchte, weil nämlich der Proprietär von dem Aure Boutique an Bilderboutique hat Bilder von Michel Engels auf Plateau brennen gelos, an die dann die Fayencen verkauft. Planche 14, die weist als auch etwas ganz Interessantes, und zwar Pompien. Pompien aus Klausen an den Geselleverein. Pompien, das ist ganz wichtig, ist, die gehen durch das Kommunalgesetz 1943 organisiert, und das sind lauter Freiwillige. Freiwillige, die aus allen möglichen handwerklichen Aktivitäten kommen, Dachdecker, Schreiner, Maurer, Ebenisten. An der Uferstadt, an Klausen, an am Grund, für die Spritzenhäuser, an die Pompiesvereine, die hatten dann auch ihre Musiken, die dann auch auf der Place d'Armes im Dachs gespielt haben, an Fanfare, Grand Ducal Klausen, die aus 1950 gegründet sind, und das als mit die ältesten, die wir am Land haben. Eine zweite Gruppe, die auf dem Bild sie gesehen hast, das ist der Geselleverein. Der Geselleverein, eine immens wichtige Initiative, die 1964 die späteren Doyen von der Michels-Kirchschule, der Bernhard Hall, das war eine Schule, wo junge Burschen das Handwerk gelehrt haben. Wir sind 1964, der Modell war der Kolpingsverein, an die Handwerkerschule selber gedreht, 1996 gegründet. Das heißt, an dem Intervall war die Initiative von dem Bernhard Hall die einzige, wo ich Handwerk lehren. Der die Jungen aus der Schule auch groß Theater gespielt haben, am kulturellen Leben Teilgenommen von der Stadt, als eine Evidenz. Wir kommen dann an Beaumontsgas, und da sehen wir dann Père-Touristen zusammen mit der Société de Sainte-Famille. Als da feiert sich in Europa ein bisschen mehr unruhig ging, als du hört den Verwalter von dem apostolischen Vikariat, Nicolas Adames, gefragt gehabt, für die Touristen auf Lützeburg zu kriegen. Und die haben da geguckt, das war nach zur Fastungszeit, dass dort Familien enkadriert gingen und nicht gingen an den Wied fallen, weil dem so schon viel gewandert war, für dann die jungen Leute abzufangen. Dann sind sie einen Verein gegründet, den hat sich Sainte-Famille gehört, und den hat an den 4 Jahren 5.000 Membres gehabt, bei einer Population von der Stadt, die damals bei 15.000 lag. Und die
Pateren von den Redemptoristen, die waren Erfolgsmissionen, Exerzitien ganz aktiv, die Redemptoristenkirche so Beichtkirche gewircht. Und was interessant ist, auch bei den Leuten von der Sainte Famille, sie drohen noch hier Statue. Also auch Statue genießt dem Bild von der Mutter Gottes an dem Allerheiligsten natürlich auch mit der Zeit an der Prozession gedrohen. Wir kommen bei Planche 20, da haben wir direkt zu dem 4 Gesangvereine. Der Gesangverein von Boneweg, von Izig, von Hamm, von Weimarskirch. Kein von denen Vereinen als Demos Quartier von der Stadt. Izig übrigens halt noch immer nicht. Und das weist hin, dass der Gesang, den aus von 1943 und ferm gefördert gehen. Ich erinnere noch an die wichtige Rolle von Laurent Menager. Daran haben wir feiern 200 Jahre Education musikal an der Stadt. Das weist also auf den regionalen Charakter hin, auf den fördernden interkulturellen Charakter von dem Gesang, den seine Wichtigkeit hat, den uns aber hauptsächlich Männergesang war, obwohl doch schon gemischten Chor ging ist. Wir sind an der Rue de la Porte Neuve, die Demos auf Rochdags Mariestoß genannt, das gibt es eben auf Part gefeiert wird, auf Neuport gefeiert wird, die abgegangen ist bei die freie Muttergotteskapelle, in diesem Fall 1993 schon bei die neue Muttergotteskapelle. Das war eine von den wichtigsten Straßen aus der Stadt, da sind Urteile, Hotel zum Schwaben, Urteil zum Schwanen, Hotel de l'Europe, sind aber auch da, wo die Postkutsche fortgefahren sie für Brüssel, Lüdenöwen, Paris, und wo ganz viel geschafft werden. Also wirklich ein wichtiger Teil.